Livestream ist schon. Alles gut. Dobry wieczór. Guten Abend. Guten Abend, das war leider alles, was ich auf Sorbisch sagen kann. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Justina David und ich bin für das Projekt Kontrovers vor Ort mitverantwortlich. Das Thema der Gleichstellung von Frauen und Männern begleitet mich nicht nur in meiner Funktion als Gleichstellungsbeauftragte in unserem Haus, sondern auch eben als Referentin, weil wir als Haus versuchen, mit solchen Veranstaltungen wie heute das Thema der Gleichstellung öffentlich zu besprechen. Da sind wir dabei, die Frauen zu ermutigen, zu kandidieren vor den Wahlen oder sie zu stärken, Führungspositionen anzustreben. Oder wir thematisieren die Ungleichheit bei der Entlohnung von Frauen und Männern. Und diese Woche bin ich auf ein Flugballett aus dem Jahr 1989 gestoßen. Man könnte meinen zufällig. Und dort fordert eine Fraueninitiative aus Berlin unter anderem eine Höherbewertung frauentypischer Berufe und Quotenregelungen in allen Bereichen der Politik und Wirtschaft. Und ich dachte, wow, nach 37 Jahren machen wir immer noch Veranstaltungen zu diesen Themen. Es hat sich bestimmt etwas bewegt und geändert, aber so ganz gleichgestellt sind wir nicht. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf unsere Diskussion Frauen voran, Żony do Przodka. Es freut mich sehr, dass Sie zahlreich erschienen sind und dass wir noch im Livestream wahrscheinlich weitere Besucherinnen erreichen werden. Und zwei organisatorische Hinweise. Und zwar, wir haben als Landeszentrale Ihnen kostenlose Publikationen mitgebracht. Ich würde mich freuen, wenn Sie unser Angebot sich anschauen und vielleicht etwas Interessantes finden und mitnehmen. Was Sie hier nicht finden, finden Sie auf der Webseite. Unser Angebot ist wirklich sehr breit, es lohnt sich. Und zweiter Hinweis, wir planen jetzt schon für für August am Ende, 28. August in Chemnitz in unserem Projektbüro das zweite Vernetzungstreffen unter dem Titel Frauen gestalten Sachsen. Bald erscheinen weitere Details auf unserer Webseite, aber Sie sind heute schon herzlich eingeladen und uns ist es besonders wichtig, dass wir nicht nur unter uns, unter den Frauen sprechen, sondern mit den Männern, gemeinsam mit ihnen, was auch die Frauen 89 schon gefordert haben. Und ich möchte am Ende noch mich bei allen Kooperationspartnern bedanken, die an diesem Abend mitwirken, die Stiftung für das sorbische Volk und Serbskenowine. Und ich danke erstmal und wünsche uns allen eine spannende Diskussion. Danke. Ja, guten Abend auch von meiner Seite ins Publikum und in den Livestream. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit 4 sehr kompetenten Frauen vor allem über ein interessantes Thema sprechen können. Hier haben wir zum Beispiel Judith Schulze, die Geschäftsführerin der Domowina, Grit Hausche, die nicht nur Gemeinderätin in Panschwitz-Kucka ist, sondern auch Bauingenieurin mit eigenem Büro. Bogna Korenk, die Leiterin des Studios Bautzen und des Sorbischen Rundfunks. Und eine sorbische Pfarrerin habe ich hier neben mir, Jadwiga Malin. Bevor wir in die Diskussion gehen, möchte ich erst einmal darauf zeigen, ob das Problem, über das wir sprechen wollen, auch statistisch nachweisbar ist oder ob dort Abweichungen in unserer Region sind oder bei den Sorben. Benno, kannst du mir die erste Folie bitte zeigen? Dann kann ich das mal zeigen. Es gab eine Studie, die andere, eine Studie nach den Kommunalwahlen 2024 im Auftrag des Freistaats Sachsen
über die Präsenz von Frauen in Gremien, in regionalen Gremien. Die andere Folie bitte. Dort wurde mal ein deutscher Durchschnitt festgestellt, wie viele Frauen in den Landräten vertreten sind. Auf der linken Seite sind in den Landtagen oder in den Kreistagen 31%. In Sachsen sind es nur 22% Frauen und in Kreis Bautzen nur 20%. Sie haben dann auch eine Statistik ausgewertet in den Gemeinderäten. Es ist in Sachsen 22%, im Kreis Bautzen sind es dann 29%. Auch nicht so viel, aber mehr als der Durchschnitt. Und wenn man sich aber die 5 Gemeinden beim Klosterwasser sich anschaut, dann erschreckt man sich ein bisschen. Da sind es nur 12%. Wir haben 2 Gemeinden, wo nur 2 Frauen dabei sind und in einer nur eine. Deswegen ist das durchschnittlich dann nur 12% in den Gremien. Ich habe dann auch mal überlegt, gibt es da Unterschiede zu sorbischen Gremien, zum Beispiel Sorben im Stiftungsbeirat, das sind 40% und im Vorsitz der Domowina sind es 41%. Im Präsidium ist das ein bisschen anders, sagt Judith, da sind 20%, also eine von 5, aber irgendwie scheint das doch in der sorbischen Welt ein wenig anders zu sein mit dem Anteil von Frauen. Wenn man sich das andere Thema anschaut, das ist die andere Folie bitte, Frauen in Führungspositionen. Da ist eine relativ frische Studie 2025 durchgeführt worden zur Wirtschaft. Da sehen wir, dass wir einen relativ niedrigen Durchschnitt in Deutschland haben, 24%. Und dann sind mit großem Abstand die neuen Bundesländer, Sachsen-Anhalt ist da ganz fort mit 30% und Sachsen ist dann mit 27% die letzte von den neuen Bundesländern. Wenn man sich nur die Leitungen oder auch die Vertretung anschaut, sind wir da etwa bei halbe bei den Sorben. Könnte man also denken, dass die sorbische Welt in Ordnung ist, aber dennoch habe ich meinen Gästen auf dem Podium am Vorfeld einen Satz mitgegeben, den ich gebeten habe zu vervollständigen, und zwar: Als Frau muss ich mich mehr bemühen, weil ... Was fällt dir dazu ein? Ja, ich hatte ein wenig Herausforderungen oder Probleme mit dieser Frage. Es ist für mich doch etwas verwirrend, denn ich habe nicht den Eindruck, dass Frauen sich mehr anstrengen müssen als Männer, aber oft passiert etwas anderes. Und das ist für mich die Frage, ob die Leistung der Frauen anders definiert wird oder wahrgenommen wird als die von Männern, oder es wird anders bewertet. Und ich selbst als Geschäftsführerin trage jeden Tag Verantwortung und fälle jeden Tag Entscheidungen. Und dennoch höre ich, dass ich manchmal werde ich eher als Beraterin gesehen. Nicht, weil ich weniger leiste als ein Mann, aber weil ich den Eindruck habe, dass teilweise doch noch anders gedacht wird, dass die Rolle der Frau eine andere ist als die des Mannes und dass die Frauen kleiner gemacht werden, als sie wirklich sind. Das zeigt sich teilweise auch, also es ist eine ähnliche Dynamik bei den Sorben. Wir sind sichtbar, vielleicht sogar sehr sichtbar auf Fotos, auf Bildern, aber sind wir wirklich zu hören? Wird jede Person beachtet? Und deswegen sage ich, diese Frage würde ich nicht beantworten damit, dass die Frauen sich mehr anstrengen sollen, sondern werden sie wirklich anerkannt. Es ist eine Frage der Anerkennung. Und da bin ich der Meinung, dass wir Frauen uns da mehr einfordern sollten, dass die Leistung im Mittelpunkt steht und nicht, wie wir von außen aussehen oder wie wir präsent sind oder schön sind oder nicht schön sind. Chris, siehst du das ähnlich? Also ich sehe das so, Frauen müssen sich mehr anstrengen, da sie neben ihrem Hauptberuf jeden Tag mehrere Berufe ausüben, ganz selbstverständlich und ohne Entlohnung, und das zum Wohle der Familie. Du hast sicher eine provokantere Antwort.
Ja, ich habe dir aufgeschrieben, dass diese Frage Quatsch ist. Frauen müssen sich mehr anstrengen, sollten sich mehr anstrengen als Männer. Ich habe mich gefragt, wobei und wo. Wenn ich denke, in der 12. Klasse in der Mathematik, ich war mit meinen Aufgaben fertig und die Jungs in meiner Klasse haben noch nachgedacht, worum es eigentlich geht. Ich musste mich da nicht so sehr anstrengen. Also auf dem Feld. Ich würde diese Sache umdrehen. Frauen müssen sich manchmal mehr anstrengen, weil sie nicht auswählen, was ihnen wichtig ist. Sie möchten die Familie gut versorgen, sie möchten bei der Ausbildung der Kinder präsent sein, sie möchten Karriere machen, die Wohnung soll sauber sein. Wenn ich einen Beruf ausüben möchte und eine Karriere machen möchte, dann soll die Küche doch so aussehen, wie er aussieht. Da wird sich schon jemand finden, der das sauber macht. Das muss man auch mal aushalten können. Das muss eine Frau aushalten können, wenn sie auf einem bestimmten Feld Erfolg haben will. Man kann nicht auf jedem Feld alles schaffen. Ich habe Gott sei Dank einen Mann, der hat dann am Ende alles übernommen und bin dann teilweise ab und zu nach Hause gekommen zu meinen Töchtern und habe gesagt, ich bin eure Mutter, habt ihr Sorgen? Und dann ging es wieder weiter. Also dass die Frau auch den Mut hat, manche Sachen zu lassen. Und dass sich hier, also deswegen überarbeiten sich die Frauen, oder anstrengen sich die Frauen, weil sie überall dabei sein. Die Frauen sind fleißige Bienen und vergessen, dass da noch eine Königin im Bienenhaus ist. Du hast auch noch einen Sohn zu Hause. Wie siehst du das? Also mehr anstrengen. Ich denke ja, teilweise ja. Beispielsweise wird oft bei Frauen geschaut, was sie angezogen haben. Und dann erst im zweiten Schritt wird auf ihre oder emotionale Kompetenz geschaut. Aber insgesamt muss ich sagen, jetzt was meine Arbeit als Pfarrerin anbetrifft, dass ich bei meinem Arbeitgeber merke ich das nicht, da das dort ganz selbstverständlich ist, dass in der evangelischen Kirche Pfarrerinnen sind. Das waren interessante Statements auf dieselbe Frage. Judith, du hast lang in Berlin gearbeitet, bist jetzt zurück nach Bautzen gekommen und hast auch die Arbeit, deinen Beruf geändert, du bist jetzt Geschäftsführerin der Domowina. Ist dir etwas aufgefallen? Also hast doch die Welt jetzt sozusagen geändert. Aus erst einer größeren Stadt jetzt eher in so eine provinziellere Gegend gekommen. Was ist dir als Frau als erstes aufgefallen? Wie wird mit Frauen umgegangen? Ich möchte nicht sagen, dass das Erste war, was mir aufgefallen ist, aber so ein Prozess, jetzt, wenn ich 4 bis 5 Jahre hier schon bin, zurück in der Lausitz, ja, mir ist doch bewusst ich musste erfahren, dass die Rolle zwischen Männern und Frauen eher traditionell ist hier. Ich war vorher 10 Jahre in Berlin oder länger, vorher auch in Dresden gewohnt. Das war damals überhaupt kein Thema, wirklich nicht. Und erst nach bestimmter Zeit, nicht gleich am Anfang, aber so nach 2 Jahren musste ich mir bewusst machen, warum ist das teilweise so kompliziert? Warum halten sich Frauen teilweise zurück? Warum ist das wichtig, ob du als Frau in Tracht auf dem Foto auftrittst oder dann kannst du aber wieder gehen. Aber ich übertreibe ein bisschen. Aber warum werde ich als Geschäftsführerin manchmal auf einer offiziellen Veranstaltung gesehen, wenn ich vorne stehe und kommt erst eine Schar von Politikern dabei und der Vertreter der Sorben sagt erst, oh, sie hat ein schönes Kleid angezogen. Das war für mich nicht verständlich oder nicht vernünftig. Das ist teilweise Alltag. Ich möchte nicht sagen, dass es hier schlecht ist. Mir gefällt es sehr in der Lausitz. Ich habe hier die sorbische Welt, ich habe sorbischen Kontext, kann für das Sorbische antworten, habe Arbeit, die mir Spaß macht, ich kann etwas bewegen. Ich habe zu Hause die sorbische Sprache um mich. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir offen darüber sprechen sollten, dass die Konstellation von Männern und Frauen hier in der Lausitz eine andere ist, als sie ganz verständlich in Berlin ist. Bevor ich vergesse, das zu erwähnen, da sehen Sie hier einen QR-Code, das können Sie zu Hause an den Livestream oder hier im Saal Fragen abgeben, also die Diskussion bereichern können. Trauen Sie sich also, Sie können auch anonym dort antworten. Alles, was die Diskussion bereichert, ist gern gesehen. Ich möchte gleich etwas darauf antworten. Diese Sachen mit den Kleidern, die gehen mir so auf den Nerven.
Das war mal hier in Kamenz eine Veranstaltung. Das war aber ein schönes Kleid. Und ich habe aber dann geantwortet, Ihre Krawatte ist aber uralt. Ja, also diese Person wird mir nie mehr sagen, dass mein Kleid schön ist, weil Frauen oft, wie du schon gesagt hast, oft die Kleidung reduziert werden. Jetzt, ob ich jetzt noch was sagen kann und dann höre ich auf. Also 25 Jahre lang moderiere ich das Wulatko. Sie können raten, welche Kommentare ich draußen kriege. Nicht zum Inhalt, nie zum Inhalt. Also du bist dick geworden, warst du beim Friseur, wie siehst du aus? Ich weiß nicht, ob das mal interessant wäre, was Sie dem Jakob sagen, ob er auch auf die Schönheit reduziert wird. Ich traue mich dann gar nicht, was zu essen. Das ist mal eine interessante Idee noch, dass wir darüber sprechen, wie man als Frau damit umgehen kann, wie man darauf antwortet oder das spiegelt diese Situation. Grit, du bist als Bauingenieurin in einem Thema drin, wo sich Männer sehr wohlfühlen und wahrscheinlich, das ist jetzt meine Frage, hier und da die Kompetenz einer Frau, die zwar auch studiert hat, aber eine Frau kann ja nicht so viel Ahnung vom Bau haben wie wir als Männer, so dass sie dir so entgegentreten. Hast du solche Situationen erlebt oder ist das jetzt Spekulation? Ja, also im Beruf als Bauingenieurin bin ich oft die einzige Frau auf dem Bau. Das ist für mich jetzt kein Problem, das bin ich gewohnt. Und jetzt hier im Gemeinderat ist das auch nicht anders. Ist zwar schade, ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen da wären und auch, dass dann die Interessen der Hälfte der Bevölkerung besser vertreten würden und wir besser darum kämpfen könnten. Bongna, du hast mal eine Weiterbildung gemacht für sorbische Frauen in Leitungsfunktionen, also auch Teamleiterin oder etwas. Ich kann mich da erinnern, dass mal eine Gruppe unterwegs war und zwischendurch hattet ihr euch mal getroffen. Das ist natürlich interessant, weil ich mich frage, gibt es da etwas Spezielles, was man so einer expliziten Frauengruppe mal mitgibt? Ein bestimmtes Problem muss er da sicher ansprechen. Ja, oft denken Menschen, dass wenn eine Frau leitet, muss sie sich so verhalten wie ein Mann. Also so auftreten, die Stimme und wenn etwas nicht klappt, mal schreien und ich weiß nicht wie noch. Und ich habe eine Trainerin, jahrelang schon, die in Leipzig wohnt und vor 10 Jahren hat sie Frauen in Leitungspositionen beim NDR trainiert. Aus der Zeit haben wir gute Kontakte und sie baut wirklich auf weibliche Eigenschaften aus. Und ja, warum nicht das, was du als Frau hast? Warum verwendest du das nicht für die Leitung? Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich habe sehr viel mitgenommen daraus, was der MDR bietet. Das gebe ich gern weiter unseren sorbischen Frauen. Wir waren 12 sorbische Frauen einen ganzen Tag lang und die Trainerin hat für uns extra einen Sonderpreis gemacht, weil so eine Sache sehr teuer ist. Und wir haben uns dann auch noch zweimal in Leipzig getroffen. Hier geht es nicht nur darum, den Frauen irgendwelche Hinweise zu geben, sondern den Frauen in Leitungsfunktionen auch eine Partnerin zur Hand zu geben, weil sie dann nämlich allein sind. Weil wenn man in einer Leitungsposition ist, ist man oft allein, vereinsamt. Man kann da nicht zu den Mitarbeitern gehen. Also man erzählt natürlich ein paar Sachen, aber auch nicht alles, damit diese Frauen dann wissen, ich kann da anrufen und mich austauschen und sich auch Hilfe erbitten und Rat, weil wir oft die so an eine Stelle setzen und dann jetzt kümmere dich. Das funktioniert oft nicht gut. Frauen und auch Männer, die brauchen auch ein bisschen jemand bei der Hand. Das klingt aber jetzt auch so ein bisschen, dass man sozusagen die Sachen macht, die eigentlich in Männernetzwerken doch regelmäßig gepflegt werden. Ich weiß nicht, wie das im Gemeinderat ist. Hast du da den Eindruck im Gemeinderat, dass da bei den Männern schon vorher alles ausgemacht wurde und ob du jetzt dabei bist, ist egal, was du sagst? Ja, das ist tatsächlich so, dass man sich einen Tag vorher trifft und spricht über die Themen, die angesprochen werden sollen. Und man bereitet sich das vor für die Woche, dass man dann seine Meinung dazu sagen kann. Ja, so ist das. Und haben die Männer da einen Vorsprung? Gibt es da solche Kreise, die sich das vorher ausmachen?
Ja, aber dafür ist eigentlich der Gemeinderat nicht gedacht. Wir müssen etwas insgesamt zusammen abstimmen und auch entscheiden. Jadwiga, du trittst als sorbische Pfarrerin auf Instagram auf. Das ist für katholische Ohren ein schönes Paradox, wenn man jetzt denkt, dass in Ostroh und Wittichenau immer noch keine Ministrantinnen möglich gibt oder dass sich eine Frau nicht ausbilden kann, dass sie Gottesdienste halten kann. Oh, das ist eine Neuigkeit. Alle, die das nicht über das Mikrofon gehört haben, heute war in Ostroh die erste Ministrantin. Also Ostroh ist sozusagen gefallen. Also nur noch in Wittichenau. Und wenn man das so hört, da scheint ja so die evangelische Welt das Paradies für Frauen zu sein. Ja, also ich muss jetzt erstmal sagen, dass das mir eigentlich auch eine fremde Welt ist. Ich kenne diese sorbische katholische Welt nicht und für mich ist das ganz komisch, weil das für mich ganz selbstverständlich ist, dass es Pfarrerinnen gibt und dass man auch eine Leitungsfunktion hat. Unsere regionale Bischöfin ist natürlich eine Frau. Und deswegen ist das für mich immer ein bisschen schwer, zu verstehen, dass das tatsächlich noch so ist. Und ob jetzt die evangelische Kirche ein Paradies ist, das würde ich jetzt vielleicht auch nicht gleich unterschreiben. Aber da sind auch große Unterschiede zwischen den Landeskirchen. Und da muss man sagen, ich habe meine Ausbildung, das Vikariat, das Kaplantum, das habe ich in der sächsischen Landeskirche gemacht. Und ich habe mich bewusst entschieden, die sächsische Landeskirche zu verlassen und die Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz zu gehen. Auch nach dem Gespräch für mein Vikariat war dann gleich die Frage, Sie wissen ja, dass auch in unserer evangelischen Kirche noch Männer sind, die gegen die Ordination von Frauen sind. Und dann habe ich eigentlich nur geantwortet, ach, ich bin ein Jahr in Libanon, in Syrien, in einem islamischen Land gewesen, das kann doch in Sachsen nicht schlimmer sein als da. Das war dann auch nicht das Problem. Aber jetzt in meiner Kirche in Berlin-Brandenburg erlebe ich das ganz anders. Da haben wir jetzt auch alle Lebensformen. In Spremberg sind 2 Pfarrerinnen, natürlich verheiratet, in Forst 2 Männer, auch verheiratet, ja und so weiter. Wir haben eigentlich alle möglichen Formen und das entspricht, denke ich, auch mehr der Gesellschaft. Und dafür bin ich persönlich sehr dankbar, denn dadurch kommen auch ganz andere Impulse in die Gemeinden. Ja, okay. Mich würde interessieren, wir haben ja einige Beispiele gehört, aber dieser Umgang mit der Situation, was waren für euch solche Situationen, wo ihr gemerkt habt, sozusagen, wo man auf eine Frau ich reduziere jetzt mal auf die Frau, also wenn man da nicht trainiert ist, ja, also sie hat in der Situation das und das gesagt, habt ihr aus euren eigenen Erfahrungen Situationen, die sich wiederholt haben? Ich denke, dass sowas auch unbewusst passieren kann, dass man es gar nicht absichtlich macht. Also welche Erfahrungen habt ihr da? Ja, ein Beispiel habe ich am Anfang schon genannt. Vor diesem Gespräch habe ich mich auch mit Kolleginnen unterhalten und sie gefragt, ob sie etwas Beispiele haben, ja, Aussagen wie, sie können das nicht mehr hören, wie wenn jemand ihnen sagt, du bist so fleißig. Für sie ist das abwertend. Also das ist dann die Frage zurück, sagt man einem Mann, dass er fleißig ist? Und wenn das von einem Mann kommt, ist das für manche Frauen abwertend. Und eine weitere Sache vielleicht, also jetzt, ich möchte auch nicht sagen, dass das bei uns irgendwie negativ läuft. Ich bin sehr dankbar über ein sehr offenes Kollegiat und gute Atmosphäre. Aber ein Beispiel, wir hatten letztes Jahr unsere Abschlussveranstaltung kurz vor Weihnachten. Ich habe eine Zusammenfassung oder Auswertung geschaffen, also ein Mentimeter, da kann man anonyme Antworten geben. Ich habe gefragt zum Beispiel, was hat dir besonders gefallen im Jahr 2025? Woran erinnerst du dich? Da waren gute Antworten, eine aber unter anderem auch, dass die hängen geblieben ist mir, die hieß, ja, unsere Frauen haben immer ein schönes Outfit. Das sagen manche, damit kann ich leben, das ist ein Witz und das ist immer so ein bisschen witzig, lustig, man lacht darüber. Aber es gibt auch Personen, vor allem Jüngere,
Kolleginnen, die sagen, das gefällt mir nicht, das akzeptiere ich nicht. Und darüber muss man dann sprechen. Und wie antwortest du darauf? Das ist eher die interessante Frage, dass das nicht einfach so stehen bleibt. Und, ja, und dass die Sekretärin auch gut Kaffee kocht zum Beispiel, ist auch so ein Satz. Ich denke, manche bestimmte Sachen passieren nicht absichtlich, sondern unbewusst. Und ich möchte auch nicht, dass Männer jetzt hier als Geschlecht dastehen, das unser Feind ist. Aber es gibt Sachen, die überlegen die sich einfach nicht. Als ich junge Leiterin des Studios war, ich war die jüngste von allen Angestellten und da kamen tatsächlich draußen Leute vor, Mädchen, hör mal zu. Und ich war nicht ihr Mädchen, ich war 37 Jahre alt mit 2 Kindern. Und dann, ob ich dazuhöre, das entscheide ich selber. Sie haben das zwar gut gemeint und haben das für sich gar nicht so reflektiert, dass ich jetzt nicht mehr ihre Schülerin bin oder aus ihrem Chor oder weiß der Teufel wo, sondern dass ich jetzt die Leiterin bin. Und dass sie dann auch, wenn sie mich ansprechen, akzeptieren, das hat sehr lange gedauert. Und ich habe sehr große Schwierigkeiten gehabt mit der katholischen Kirche. Und da habe ich fast verzweifelt. Das waren keine schönen Zeiten, muss ich auch sagen. Und ich denke, da hat sich auch gezeigt, dass so mancher, der Verantwortung hat, nicht damit umgehen kann, dass plötzlich eine Frau irgendwo steht und die in ihren Bereich hineinreicht und dort mitentscheidet. Das waren sehr scharfe Auseinandersetzungen, sehr unschöne. Und auch mit solchen Sachen musst du dann umgehen. Und das habe ich bei dir, ja, du musst viel ertragen können, herunterschlucken, vielleicht auch spiegeln. Und am Ende musst du dann sagen, ja, ich gehe meinen Weg. Und dafür hast du Leute, die dich dann auch antreiben und dir auch Mittel in die Hand geben, wie damit umzugehen ist. Und jetzt in der Studie, wo untersucht wurde, die Präsenz von Frauen in regionalen Gremien, da waren einige Gründe gemeint, die sich herauskristallisiert haben. Ein Grund dafür ist, dass der Umgang etwas rauer geworden ist. Ist das zum Beispiel im Gemeinderat in Panschwitz so, dass man als Frau da mal ertragen muss, dass jemand einen anschreit oder dass die Männer sich ein bisschen hochschaukeln, dass das nicht mehr sachlich ist, eigentlich schon emotional, die ganze Sache? Ja, also muss sagen, der Mensch kann sich nicht vorstellen, wie verletzend oder unanständig oder frauenverachtend manche Männer auftreten. Da muss ich sagen, eigentlich ist das nur ein Beweis für ihre Schwäche, dass sie keinen Respekt haben. So sehe ich das. War das konkret ein Grund, dass gar nicht so viele Frauen zur Wahl sich stellen, dass sie gar nicht in den Gemeinderat wollen? Ja, also bei mir, ich wurde angesprochen und überzeugt, dass ich beim Gemeinderat, also da teilnehme, entschuldigen Sie bitte, und mich für die sorbische Freie Wählerschaft, ja, so viel Zeit haben wir, dass da die Frauenquote verbessert wird. Und so wurde ich in dieser Wahlperiode oder in der Wahlperiode dann gewählt und in dieser wiedergewählt. Und an dieser Stelle möchte ich mal danken für das mir erwiesene Vertrauen. Das geht jetzt an alle Wähler. Wir haben eine sorbische Geschäftsführerin, eine Leiterin der Studios, aber eine sorbische Bürgermeisterin haben wir seit der Wende nicht. Sind das vielleicht ähnliche Gründe? Ja, also die Statistik der Bürgermeisterin oder ist noch niedriger. Ist interessant, ich habe mir auch die Statistik angeschaut, dass Sachsen hinsichtlich dem Vergleich mit dem Bund am niedrigsten da ist, am kleinsten. Und wenn wir denken, dass wir hier im Klosterwasser, dass wir nur 12% Frauen haben, das ist schon sehr wenig. Ich sehe hier gerade Clemens, ich habe mit ihm darüber gesprochen. Er hat dort Personen gefragt, möchten Sie kandidieren? Ja, Frauen, das ist die eine Sache. Frauen müssen
kandidieren, dass sie auf die Liste kommen, aber dann müssen sie auch gewählt werden. Und oft kommt dann, ich habe keine Zeit und Frauen haben eben das Problem, diese traditionelle Rolle von Frauen und Männern, die kümmern sich zu Hause um die Familie, um die Kinder. Und wenn ich dann höre, da gibt es dann, ja, was kann man machen, dass mehr Frauen aktiv werden, Veranstaltungen am Nachmittag oder hybride Sitzungen, da müsste ich sagen, die richtige Antwort wäre eigentlich, ja, wieso müssen wir das für Frauen ändern? Wenn das in Ordnung wäre, wäre das doch egal, ob das abends ist oder nachmittags oder hybrid. Da muss man sich eben einigen, dass der Mann eben mal auf die Kinder aufpasst und die Frau abends auf eine Veranstaltung geht. Also wieder ein familieninternes Problem eigentlich, wenn man so will. Naja, also ich muss sagen, bei uns jetzt, also unsere Gemeinderat, da haben wir das tatsächlich geändert, dass wir am Nachmittag uns treffen, weil das wirklich Familien hilft, nicht nur mir persönlich, aber auch anderen. Und ich denke, man kann schon in den Strukturen etwas ändern. Ich denke, wenn man wirklich etwas ändern will, dann würde ich sagen, wer hier zum Beispiel, müsste hier auf dem Podium eigentlich auch Männer sitzen, aber auch genau zu diesem selben Thema. Denn das ist ja kein Frauenthema, sondern auch eigentlich ein Männerthema. Wer bin ich? Welches Bild habe ich? Und was erwarte ich, ja, von meinen Kumpels oder auch von den Frauen, aber auch von den Frauen. Und jeder hat auch seine Kompetenzen. Ich habe die Erfahrung, dass sehr gute gemischte Gremien es gibt. Und so arbeiten wir auch. Das sind meine Erfahrungen. Und mir tut das wirklich leid, wenn ich das so höre, wie auch diese Realität ist. Denn ich muss selber sagen, ich habe kaum schlechte Erfahrungen. Natürlich gibt es mal männliche Kollegen oder auch katholische, wo ich gesagt habe, ja, grüß Gott, und die können mir dann plötzlich nicht in die Augen schauen. Das ist aber eher, denke ich, so eine persönliche Ungewissheit oder damit umzugehen. Und ich sage aber, das Problem liegt auf ihrer Seite. Und wie gesagt, ich sage, ich mache meine Sachen, meine Inhalte und in der Gemeinde lebe ich da und natürlich auch jetzt in der digitalen Welt, dass man auch nochmal vielleicht eine andere Sicht auf die Sachen zeigt, die für mich persönlich aber selbstverständlich ist. Ja, die Gesellschaft besteht aus 51% Frauen und so sollte eigentlich ein Parlament auch aussehen. Ich weiß, wie schwer es ist, Frauen auch zu überzeugen. Das eine ist, dass sie sich da stellt, dass sie auch den Mut hat und natürlich auch, dass sie dann vielleicht nicht gewählt wird. Das ist auch nicht so einfach. Und dann aber die zweite Barriere oder dass Personen einfach sagen, nee, wir wählen einfach den wir immer gewählt haben, da wissen wir, woran wir sind. Also dass man eine doppelte Schwierigkeit hat, da ins Parlament zu kommen. Einmal sich selbst zu überwinden, die Hilfe anzunehmen, mal eine Gemeinschaft da zu bilden, dass man mehr die Frauen bewegt, sich da am Parlament zu beteiligen. Ich bewundere dich auch. Und dann auch bestimmte Situationen mal auszuhalten. Da waren auch Frauen, die gesagt haben, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Diesen Frauen hilft dann keiner und die lassen das dann einfach fallen. Die haben niemanden, den sie fragen können, kannst du mir mal helfen? Und es gibt auch keinen, den man vermitteln kann, der ihnen Rat gibt. Die sind allein. Ja, aber dann das Maul zerreißen, da ist das ganze Dorf dabei. Die wissen dann noch, warum das schiefgegangen ist. Also diese ganze Unterstützung, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also Frauen müssen mutig sein. Da ist im Sorbischen das Wort Mann mit drin. Also im deutschen Sprache heißt das aber mutig sein, das heißt, da ist das Wort mutti drin. Also die 7 Ratsmitglieder, die werden sich bald mal zusammensetzen, wie ertragen wir das alles und wie kontern wir in solchen Situationen. Denn ich denke, dass es am Ende den Spiegel mal vorhalten, das hilft am meisten.
Das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Systemisch ist das vielleicht unterbewusst mit drin. Da sind diese Barrieren, aber man muss darauf zeigen, dass das so ist. Falls Sie im Publikum Fragen haben oder Statements, hier sind Mikrofone verteilt im Publikum, da können Sie sich beteiligen. Wir haben auch eine weitere Gemeinderätin, die einzige Gemeinderätin ist der Krostwitzer Gemeinde. Ich würde gerne auch etwas dazu sagen. Katharina Jok. Also das Problem ist nicht, wir haben Kandidaten gefunden für die Liste, aber wir haben hier wirklich ein gesellschaftliches Problem, dass die hier nicht gewählt werden. Da muss ich Bogner ganz recht geben. Nur ich habe es geschafft, in den Gemeinderat gewählt zu werden, auch wenn es 5 oder 6 Frauen auf der Liste gab. Das ist also noch das gesellschaftliche Problem, das mehr in solchen Gremien sichtbar ist, dass unsere Leute wohl denken, die Männer schaffen das besser. Aber wenn man dann dort sitzt, da würde man manchmal doch, also ich möchte nicht sagen, dass ich nicht gut mit den Männern zusammenarbeite, das funktioniert sehr gut bei uns. Aber manchmal würde man sich einfach für soziale Fragen oder manchmal auch andere Sachen, andere Diskussionen sich wünschen, dass da eine Frau noch dabei wäre, dass man die Meinung da besser vertreten könnte. Das würde ich gerne nochmal unterstreichen wollen. Ja, die Frage war gleich, in wessen Verantwortung liegt das, wenn man einmal in so einem Gremium drin ist? Wie kann man dabei helfen, dass bewusst wird, warum dass eine Frau dort genauso sachlich und kompetent zu einem Ergebnis beitragen kann wie Männer? Ich weiß nicht. Gibt es da irgendwelche Wünsche aus den Erfahrungen oder Hinweise, wie man das ändern könnte? Das ist die Aufgabe von allen, würde ich sagen, also des ganzen Gremiums. Ja, Mutter und Väter, ihr müsst eure Kinder schon in die Richtung ausbilden oder bilden. Wenn man das nicht zu Hause macht, also was die zu Hause erfahren, das ist das Wichtige. Später braucht man dann nicht diskutieren, ob die Männer so oder anders sind. Das kriegen sie zu Hause in der Familie mit. Das ist meine persönliche Meinung. Also wenn meine Frau immer gekocht hat, dann würde ich mir sozusagen auch eine Frau immer nehmen, die kocht. Also ich koche nicht, wenn du darauf jetzt hinaus willst. Ja, wir kommen jetzt ein bisschen in allgemeine Sachen. Wir wollten ja eigentlich über die Gremien und Leitungspositionen sprechen. Eine Frage kam aus dem Publikum. Würden die Gäste konkrete Änderungen bei den Sorben sich wünschen, was die Rolle von Frauen anbetrifft? Da hatten wir auch interessante Zuschriften in den Serbskenowen. Gibt es hier vielleicht konkrete Wünsche? Ich hätte eine konkrete Bitte, was Sprache anbetrifft. Mich stört persönlich, auch wenn das ein schönes sorbisches Wort ist, dass, wenn man immer über Hosposa, also die Gastwirtin oder die Hausfrau, also das klingt immer so, ja, die Frau kümmert sich um alles zu Hause und bedient die Leute. Sie könnten mich jetzt gern korrigieren, ob ich das Wort falsch auffasse. Also wenn wir jetzt unsere Hausfrauen, also die Hausfrauen jetzt so Ostern, die bereiten alles so schön vor. Ich kenne aber auch Hausfrauen, die bereiten die Pferde vor, da ist alles schön gemacht und der Reiter muss dann nur auf das Pferd steigen. Das haben alles die Hausfrauen gemacht. Das ist ein Wort, was ich nicht mehr so gern in Verbindung mit Frauen höre. Also das ist gleich über die Sprache, dass da eine Rolle vorgegeben wird. Also ich lese das nochmal laut vor. Männer können laut und ärgerlich sein, aber Frauen werden dann oft auch gleich abgestempelt als verrückt. Das sorbische Ohr sollte auch für Gedanken von Frauen mehr offen sein. Ja, Männer sind cholerisch und Frauen sind hysterisch. Also das ist ein Gleichgewicht. Wenn wir über Sprachen, das wäre auch ein Funfact jetzt, wenn wir aus unser Rechtschreibwörterbuch, das gerade neu aufgelegt wird,
Das Wort Chef ist dort drin, aber das Wort Chefin ist dort nicht drin. Also das gibt es im Sorbisch-Deutschen, im deutsch-sorbischen Wörterbuch. Da mussten sie wohl das deutsche Wort Chefin übersetzen, aber in unserem Rechtschreibwörterbuch, Orthografisch-Wörterbuch ist das nicht drin. Also das Wörterbuch ist noch nicht fertig. Das sollte aber auch korrigiert werden. Also digital gibt es das schon. Und eine Sache, die sich noch ändern sollte, wenn sich eine Frau beschwert, das ist jetzt zu viel. Das heißt vielleicht nicht immer, dass sie überanstrengt ist im Arbeitsprozess, sondern dass es wirklich einfach zu viel ist. Das ist auch etwas, wenn jetzt ein Leiter sagen würde, das ist jetzt zu viel, Schluss, das würde eher akzeptiert, als wenn eine Frau das sagt, ja, die ist überanstrengend, zu viel. Das ist auch etwas, die Rolle der Frau wirklich dort ernst zu nehmen und nicht nur abzuwerten. Das ist genauso wie mit dem Fleiß. Ja, wenn man hört dieses Statement, du bist fleißig, das ist doch sozusagen, das wertet doch quasi die Qualität der Arbeit ab. Ja, das ist so, ja, da hast du ja Mühe gegeben. Naja, es ist nichts geworden, aber wenigstens hast du dir Mühe gegeben. So in die Richtung geht das für mich, wenn mir jemand sagen würde, du bist fleißig. Ja, ich würde mir jetzt auch noch wünschen, dass mehr sprachliche Kreativität zur Anwendung kommt. Wenn ich jetzt etwas poste, da gibt es nicht so viele Beispiele, auch das mit einer weiblichen Form zu schreiben. Ich denke dann selbst auch manchmal nach, schreibe ich jetzt die weibliche Form oder wie in der Bibel ist oft nur die männliche Form. Und da gibt es so eine Übersetzung, Bibel in gerechter Sprache, wo auch weibliche Formen dabei sind. Und alle diese Beispiele existieren im Sorbischen nicht. Und das heißt, alles, muss ich mir dann auch selber erarbeiten. Da ist wirklich noch sehr viel möglich. Ja, was sich dann noch weiterentwickeln kann. Da sind wir wieder beim Thema Sprache. Das ganze Thema des Genderns, das wird ja im Sorbischen, bei den Sorben auf zwei Weisen diskutiert. Die einen sagen auf jeden Fall und die anderen sagen, nein, nur weil das im Deutschen gemacht wird, das hat das mit der sorbischen Sprache nichts zu tun. Wir haben unsere eigenen Regeln, können uns auch dagegen unterscheiden. In den Gremien sind sehr unterschiedliche Einstellungen dazu. Wir haben das schon in Dokumenten versucht. Aber wie ist das bei euch? Ist das auch ein Thema, dass sich die Männer da durchsetzen? Ja, der Text ist dann unverständlich. Oder ist das inzwischen schon so, naja, wenn das geht? Also wir haben natürlich nicht das Sternchen oder was es da alles gibt, aber man schreibt dann eben Mitglieder. Und auf Sorbisch Mitgliederinnen, da geht das. Habt ihr eine Linie da, was das Gendern anbetrifft? Für uns gilt die Rechtschreibnorm, also im Deutschen ist die Linie, also ich bin keine Person, die jemand etwas aufzwingen will, was die Leute dann annehmen sollen. Ich bin eher dafür, es sollten Angebote gemacht werden und man sollte dann schauen, wer welche Angebote in Anspruch nimmt oder nicht. Und Text, wenn du jetzt da fragst, ich mische da mal die männliche Form, mal die weibliche oder gleich die Personen ansprechen. Ich habe ja jetzt im sorbischen Bereich nicht so viele. Man kann da alle persönlich ansprechen. Ihr habt da bei der Domowina auch viele offizielle Dokumente und hattet intern auch schon die Diskussion. Gibt es da vielleicht sogar einen Unterschied zwischen den deutschen und den sorbischen Dokumenten? Ich würde jetzt nicht wissen, dass wir da einen Unterschied machen. Was mir in der deutschen Sprache jetzt zum Beispiel nicht gefällt, dass dann versucht wird, neutral zu halten, so wie beteiligende Mitarbeitende. Da bin ich froh, dass wir es im Sorbischen nicht haben und wir schreiben dann eher Sorbinnen und Sorben oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschreiben einfach und fertig. Das sollte jetzt eine schnelle Anfrage werden im Saal. Möchtest du etwas sagen? Spieldank, mein Name. Ich leite ein Altersheim mit 80 Personen oder Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen. Und ich habe am meisten Frauen, aber wir haben auch Männer und ich spreche Frauen an, mutig zu sein,
Auch die Männer müssen dieselbe Arbeit machen wie die Frauen. Da haben wir das Problem, dass wir sagen, ach nee, der Mann kann das nicht, das muss nicht so sauber sein, die Küche, das können wir noch mal putzen oder sowas. Da müssen wir uns auch einfordern, dieselbe Arbeit wie die Frauen machen. Und ich nutze das zum Beispiel gern, diese neutrale Form, ja, weil wir alle Menschen sind. Kann ich gleich darauf etwas antworten? Ich habe was mit, da mache ich jetzt Werbung für deine Frauen, aber das werde ich ihr zuerst geben. Pascha Mika, die Feigheit der Frauen. Und in diesem Buch beschreibt sie, dass die Frauen selbst sich in die Abhängigkeit begeben. Und sie beschreibt dort Beispiele, dass die Frau dann eben nochmal die Küche zu Ende putzt und sich dann um die Kinder kümmert. Naja, der Mann soll jetzt nicht die Windel wickeln, das kann ich besser. Aber das mal abtreten und das aushalten, nicht sich selbst in die Rollen zu begeben, die vorgeschrieben sind, das kann ich jeder Frau und auch Männern ans Herz legen, dass man weiß, warum die Frauen jetzt so handeln. Das ist hier ein bisschen Werbung. Ja, irgendwas klappert. Ja, vielleicht die Ohrringe. Ja, das passt vielleicht ganz gut gerade. Ja, dann nehmen wir das Mikro eben. Das passt vielleicht ganz gut zu diesem Thema. Das Thema Feminismus. Ich würde hier in dem Kreis fragen, wer würde hier sagen, dass er Feminist ist? Eine Feministin. Wisst ihr eigentlich, was Feminismus heißt? Für mich ist das schade, dass das Wort Feminismus eine negative Konnotation haben. Feminismus heißt nichts anderes als für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu kämpfen, die Diskrimination von Frauen abbauen. Ich höre oft von Frauen auch, ich bin keine Feministin. Aber wenn ich das gesagt habe, also warum haben wir so ein negatives Bild von Feminismus? Warum sagen wir nicht selber einfach, wir wollen gleichberechtigt sein? Um mehr geht es nicht. Und das zeigt das Bild. Ich höre das oft von Frauen, ich bin keine Feministin. Hier ist gerade eine interessante Frage am Ende. Also ich denke, dass Männer sich oft nur profilieren wollen oder warum sich Frauen kaum an Elternbeirat oder an Hintergrundfunktionen aktiv sind. Ich habe mich damit beschäftigt, wenn ich die Statistik gesehen habe, Leitung in sorbischen Institutionen, die ist ja relativ ausgeglichen. Wenn ich das hier so repräsentiere, ist das vielleicht einen konkreten Hintergrund. Ich habe da eine Vermutung, das kann ich jetzt statistisch nicht belegen, aber ich weiß, dass ich selbst diesen Prozess durchlaufen habe. Ich habe versucht und gesucht, verschiedene Kandidaten gesucht für Funktionen, also Leitungspositionen, die wir ausgeschrieben haben. Ich weiß, wie da manche Männer darauf reagieren. Ich kann mir vorstellen, dass der Anteil der Männer in Leitungspositionen in der Domina und in sorbischen Institutionen so klein ist, weil ihnen das oft zu klein ist. Wenn ich mich profilieren will, in einem großen Konzern, wenn ich da im großen Konzern bin, da kriege ich mehr, ein Auto, Dienstwagen, also kriege mehr Geld und ich kann jedem sagen, ich bin in dem und dem Konzern, also Siemens, Google oder was weiß ich. Das ist natürlich ganz anders, als das ist ein NV und irgendeine Stiftung. Ich kann mir vorstellen, dass manche da ein Problem haben, weil sie weiter und höher und mehr auswirken wollen mit ihrer Visitenkarte. Und die sorbischen Jobs, die verlangen doch mehr Idealismus, weil dort man wirklich unmittelbar Einfluss nehmen kann und muss auch verstehen, was dort vorgeht. Man kann sich in keinem großen Apparat eines Konzerns verstecken. Und da kann ich mir vorstellen, dass dieser Fakt, mit einer sorbischen Leitungsposition ist man oft sehr in der Öffentlichkeit und man hat das Gesicht im Wind, wenn da Kritik kommt. Wenn man da einen Job macht, wo man doppelt so viel verdient und irgendwo versteckt ist, da passiert das nicht in einem großen Konzern. Also selber habe ich mich da auch mit beschäftigen müssen. Bei der Entscheidungsfindung musste ich mich da auseinandersetzen. Und andere, die ich versucht habe zu gewinnen für Leitungspositionen, durch die Gespräche habe ich gemerkt, das könnte der Grund sein. Hier haben wir noch weiter. Ja, und dann Leitung heißt, Macht auszuüben. Wenn man einen großen Betrieb hat, hat man viel Macht. Und so mancher gibt
ungern macht, ab. Und diese Konstellation darf man nicht aus den Augen verlieren. Und was hier bei den Sorben das anbetrifft, man ist ja immer präsent. Dich können die ja zu Hause dich noch angreifen, wenn was nicht passt. Man ist immer unterwegs. Du bist nie privat nur unterwegs. Und das macht auch etwas mit Leuten. Ich denke, es ist einer der Gründe. Aus meiner Sicht die Bereiche, die wir behandeln, ich denke mal an das Sprachzentrum Vitae, da sind oft Bereiche, wo es um Pädagogik, Soziales, Kultur und Sprache geht. Und das sind noch und weiterhin wirklich typische Frauenberufe. Und da wird die Statistik sicherlich anders sein als im normalen Durchschnitt. Das entspricht eigentlich der zweiten Frage, die hier darauf hinweist, dass besonders Frauen sind, die die Schulleitung übernehmen und dann mitverantwortlich sind für gleichberechtigte Ausbildung. Eine kurze Unterbrechung. Kann ich Sie bitten, die Fragen auch vorzulesen, damit der Dolmetscher die Zeit hat, die dann auf Deutsch zu sagen? Sonst fehlt mir ein bisschen der Anschluss. Danke. Danke. Ja, die erste Frage wiederhole ich vielleicht nochmal. Da geht es darum, ob Männer sich vielleicht lieber profilieren wollen und deswegen nicht in Gremien wie Elternräten vertreten sind. Das war die Frage, die dort stand. Und jetzt ist die Frage, das habe ich eigentlich vorhin schon gesagt, das ist auch eher eine Frage an die Männer und nicht an eine Frau. Ob die Männer sich eher profilieren wollen und warum sie nicht in Elternrat mit sind. Das ist vielleicht grundsätzlich noch eine Idee, dass man nächstes Jahr nochmal das Thema mit 4 Männern wiederholt und eine Frau dann moderiert. Nein, gemischt bitte. Das ist auch interessant. Was sind Frauenberufe? Wir hatten ja gerade so eine Meinung, Pflege von alten Personen scheint ein Frauenberuf zu sein, aber wenn man schaut in der Vergangenheit und jetzt das hauptsächlich noch ausübt, ich denke nicht, dass da irgendwelche Qualifikationen gibt, dass das so sein muss. Da kann ich noch einen interessanten Fakt hinzufügen, dass hier zum Beispiel in der evangelischen Kirche eine Tendenz ganz klar ist, dass der Pfarrerberuf von einer Frau übernommen wird. Also was zum Beispiel jetzt Studenten in der Ausbildung betrifft, da gibt es viel mehr Frauen als Männer, weil das eben ein sozialer und emotionaler Beruf ist. Und ich muss sagen, eigentlich gibt es keine konkreten Frauenberufe. Ich habe auch Physik-Leistungskurs gemacht und habe überlegt, ob ich Physik studiere. Und ich habe mich dann für Metaphysik entschieden, was auch schön war und gut. Aber ich sage nur, es gibt da eigentlich keine nur Frauenberufe. Das wird oft so gesagt, dass die mehr auf die sozialen Sachen gehen. Aber eigentlich jeder kann doch das lernen und studieren, was er gern möchte. Sie vor allem auch. Die Beispiele haben wir auch in jüngeren Generationen. Wir haben ja eine sorbische Tischlerin, da fehlen einem manchmal auch die Wörter. Das ist schon interessant. Du wolltest noch etwas sagen. Das ist auch eine Vorschrift, die aus der Öffentlichkeit kam, also Frauenberuf. Diese Kategorie gab es eigentlich nicht. In der DDR-Zeit hatte man sehr viele Ingenieure, die dann nach der Wende nicht mehr beachtet wurden, die wurden dann entlassen. Da gab es sehr viele qualifizierte Frauen, die dann, was weiß ich, wohin geschickt wurden. Meiner Meinung nach hängt das auch damit zusammen, wie dann die Ausbildung in der Schule gelaufen ist. Ihr geht in den Kochkurs und die Jungs gehen in den anderen Kurs und dann wird das Stück für Stück, entwickelt sich das dann. Und alles, was sozial ist und die Pflege, das sollen bitte die Frauen machen, was Quatsch ist. Da stand noch eine Frage, das ist jetzt nicht mehr zu sehen. Was ist Gleichberechtigung? Männer und Frauen sind doch auch unterschiedlich. Da wäre die Antwort. Was ist eurer Meinung nach Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen? Wann ist die erreicht? Also Frauen und Männer, es gibt kein wichtigeres Geschlecht. Die Menschheit
wird nur vervollständigt mit Männern und Frauen. Heißt das dann am Ende doch Quote, halbe, halbe oder 51% Frauen? Im Idealfall ja. Ich bin für eine Quote, also die junge Generation nicht so sehr, weil die junge Generation darauf baut, die Welt ist offen, ich kann alles, so sind sie auch sozialisiert. Wenn aber dann die Jahre ins Land gehen und man merkt, jetzt ist doch der andere hat wieder die Stelle bekommen und ich nicht, dann fängt man an nachzudenken, woran liegt das? Also da sind Kreise, wo der Chef oder die Chefetage sich jemanden in die eigene Gemeinschaft sich auswählt, der sie oder ihrem Umwelt entspricht oder ihnen eben gut passt. Und so flechtet sich das immer weiter, vor allem in der Wirtschaft. Ja, den kennen wir, der passt gut zu uns. Das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Und wenn jetzt die Quote kommt, dann müssen sie sich damit befassen. Ach, jetzt hier bewerben sich noch irgendwelche Frauen, müssen wir uns mit dem Elend jetzt auch noch beschäftigen? Ja, das müssen sie. Weil du dann dieses Network, dieses Netzwerk dann mal durchbrichst, sonst hast du keine Chance. Und das hat man auch gemerkt jetzt, wenn die Parteien diese Quoten nehmen, dann haben die Frauen wirklich auch die Chance, nicht nur in der Partei selbst, sondern auch bei den Wählern. Die ältere Generation, die wählt immer das, was immer war. Das war immer gut. Und ich lasse jetzt mal kurz meine neutrale Moderatorrolle auf. Ich habe mit Quoten ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich verstehe, dass das ein Instrument ist, mit dem man eine gewisse Normalität erreichen kann. Denn ich glaube nicht, dass ein Interesse ist so, dass man wirklich Hälfte das hat in solchen Berufen. Aber ich denke, die Gleichberechtigung ist dann gegeben, wenn jeder dieselben Chancen hat. Und wenn die Quote die reale Quote so klein ist, dann hat man immer so eine Barriere. Und dann kann man so eine Normalität erstmal schaffen und dann kann man die wieder fallen lassen. Weil das dann wieder ist, ja, wenn die Frau das machen möchte, dann kann die das machen. Ja, da hast du ein bisschen andere Erfahrung als ich. Ich habe natürlich auch eine andere Perspektive. Ich wäre aber gespannt, was wäre, wenn in unseren Gemeinderäten auf der Liste dann steht, Quote mindestens 40 oder 30% Frauen. Dann müsste jeder schauen, dass sie dann auch auf der Liste stehen und gewählt werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein guter Messwert ist. Wenn das aber dann 20 Jahre laufen würde, dann könnte man die Quote wegnehmen. Dann wäre das ganz normal, so meine ich das. Ja, man braucht erstmal das Instrument, dass man überhaupt erstmal in die Richtung geht. Hier waren noch andere Fragen. Also jetzt soll ich auf die Frage antworten, dann werde ich öffentlich gesteinigt. Möchtest du noch mal kurz darüber nachdenken, dann komme ich gleich noch mal rein. Dann hast du noch 5 Minuten. Ich bin Diana Paulik. Ich bin auch eine von den Gemeinderätinnen, die in Reckelwitz sitzt. Ich bin nicht allein, wir sind 2 Gemeinderätinnen. Ich bin jetzt in meiner ersten Legislaturperiode dort und ich möchte nur noch dazu sagen, dass ich bisher sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Also das, was Sie so gezeigt haben, das habe ich nicht erfahren. Unser Gremium ist sehr offen. Ich habe vor kurzem eine Klausur geleitet. Sie waren sehr offen. Und vielleicht liegt das auch daran, dass wir vom Alter her sehr jung sind. Wir sind sehr junge Gemeinderäte, die sehr offen sind, auch unser Bürgermeister. Das wollte ich sagen. Und was ich noch sagen wollte, ist vielleicht das Problem, dass so wenige Frauen sind. Natürlich trauen die sich nicht, weil die sagen, das sind doch Männerthemen, da wird doch vom Bauen gesprochen. Also in Reckelwitz, da wird sehr viel zum Schulbau abgestimmt. Aber da muss ich sagen, da muss man die
müssen wir die jungen Frauen mutig machen. Ich bin auch keine Expertin, aber man kann sich ja beraten lassen, kann sich absprechen. Und die weibliche Perspektive ist wichtig. Ja, und die sagen mir auch oft, du bringst Sachen rein, an dir denken wir gar nicht. Du bringst Sachen rein, die wir gar nicht gesehen hatten. Und am Ende ist das aber auch ein gesellschaftliches Problem vielleicht, dass uns die politische Bildung fehlt, zu wissen, dass auch in so einem kleinen Gremium hier auf dem Lande man etwas auswirken kann. Man kann sich Verbündete suchen, man kann Themen ansprechen, die sonst nicht auf dem Plan wären. Und deswegen denke ich, dass wenn wir schon die sächsische Landeszentrale hier haben, könnte man das entwickeln und vielleicht auch ausrichten auf junge Frauen, sie aufbauen, sie festigen. Und dann brauchen wir vielleicht die Quote nicht, aber vielleicht hilft sie uns auch am Anfang. Danke. Ja, jetzt hatte ich genug Zeit zum Nachdenken, obwohl ich dir genau zugehört habe. Also die Frage hier geht es um die Osterreiter. Ich hatte nie das Problem, hier etwas zu verteidigen zu müssen. Ich kenne Osterreiter, die nur ihrer Mutter zuliebe geritten sind, obwohl sie eigentlich Angst vor Pferden hatten und sie haben sich dann gefreut, dass sie eine Verletzung hatten und dann nicht reiten wollten. Da habe ich auch gesagt, wenn du nicht willst, dann musst du doch nicht. Dann sag einfach das nicht. Also bei 1600 Reitern ist das doch nicht schlimm, wenn da die nicht wollen, nicht mitmachen. Muss man keine Angst haben, dass eine Tradition dann nicht mehr stattfindet. Und jetzt ist die Umfrage schon gestartet. Also ich sehe das ähnlich mit den Osterreiterinnen. Der Gesang klingt dann ein bisschen anders, das stimmt. Da bin ich aber komplett offen und ich denke ehrlich gesagt nicht, wenn man das öffnen würde und kein Problem das hätte, dass die Hälfte der Osterreiterprozessionen mit Frauen besetzt werden. Viele haben wahrscheinlich das Interesse gar nicht, aber ich bin da ganz offen. Und die Diskussion, die Frauen haben andere Aufgabe, das muss dann eben auch mal ein Mann übernehmen, das Schmücken der Pferde oder wer macht das Essen, da muss eben die Familie die Aufgabe übernehmen. Wenn das Mädchen dann reiten will, dann müssen die anderen die Aufgaben übernehmen. Und in der ersten Debatte hat das einer zusammengefasst. So. Und das Argument, dass Frauen ja die Brautjungfern sind, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das hat doch nicht mit dem anderen zu tun, dass Frauen nicht Osterreiterinnen sein können, weil sie Brautjungferntracht haben oder die Brautjungfern sind. Ich weiß nicht, ist das jetzt online und im Saal die Ergebnisse hier? Ja, jeder, der mitmachen möchte. Habe ich die jetzt beeinflusst? Ich habe das jetzt gar nicht beachtet, als ich gesprochen habe. Naja, du hast das schon ein bisschen. Ja, es sind jetzt mehr Ja als Nein. Jetzt ist ein Nein wieder weg. Also so weit von meiner Seite als Osterreiter vom männlichen Geschlecht. Und da würde ich vielleicht an Diana nochmal anknüpfen, wenn ich kurz das Thema der Osterreiterin verlassen kann. Ein konkreter Vorschlag, warum könnte denn nicht auch jede Gemeinderätin eine Mentorin einer vielleicht neuen oder jungen Frau oder Gemeinderätin dann sein. Ich bin da Bogner sehr dankbar, dieser Arbeitskreis von Frauen, dieser Austausch unter Frauen, das ist Gold wert. Und da geht es nicht darum, wie ich als Frau in einer Männerwelt klarkomme. Da geht es einfach um den Austausch und konkrete Fragen und vertraulichen Austausch. Das geht nicht immer auf Arbeit. Und ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Jahr wieder weitermachen. Die Einladungen werden sicherlich dann auch kommen für weitere Frauen. Das ist der richtige Weg zu suchen, wie wir als Frauen anderen Frauen helfen können. Hier ist eine Frage noch gekommen, die ich aber denke, die wir nicht beantworten können. Warum reitet jemand als Osterreiter und dann aber nicht an der Woche teilnimmt? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ach so, der Nabo ist nicht Dijan, sagte Dzieci, okay. Ach so, die Gottesdienst für die Kinder. Also das ist, da springt die Mutter wieder vorne rum. Ich habe nichts dagegen. Ich begrüße das sehr, dass die Aktivitäten dort sind. Aber ich frage mich wirklich immer wieder, wer gehört dann dazu? Das können gerne auch mal die Männer machen. Aber das ist diese vorgeschriebene traditionelle Rolle, wo noch mancher Angst hat, sie zu verlassen. Da muss man Leute finden, wenn man dann jemanden hat. Also das liegt an uns, das ist dasselbe wie bei den Gemeinderäten. Überzeugen, mit denen sprechen mit den Frauen. Es ist nicht einfach, das hast du selbst auch erfahren, wo versucht wurde, da im Dorf zu überzeugen. Dann stehen sie da und dann noch gewählt werden. Man will ja auch nicht als Frau in jeden Hof dann treten und sagen, wählt mich, aber vielleicht ist das doch ein guter Weg und mit jedem dann einen Schnaps austrinken und dann werde ich gewählt. Oder was? Das ist eine Schwierigkeit. Was? Hast du das so gemacht? Mikrofon. Nein, das mit dem Schnaps natürlich nicht. Aber man muss mit den Leuten sprechen, man muss bekannt sein. Das ist, also gerade in unseren kleinen Kommunen, die wählen nach dem Gesicht und die wählen, falls sie dich kennen oder und in dem Fall, dass du etwas geleistet hast in der Gemeinde, aber wenn noch nicht, also da muss man schon ein bisschen bekannt sein und von Haus zu Haus gehen und wenn dich die Leute kennen und du ihnen sympathisch bist, dann wählen sie dich. Manchmal geht es da leider nicht um Kompetenz. Und mit der zweiten Frage, das geht in die Richtung, also hier hat jemand schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie als Frau gern sagt, dass sie gern kocht und Gäste bewirtet und jetzt hat die Frau den Eindruck, dass da jetzt Männer reinkommen und die Frauen rausdrängen. Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Wie seht ihr das? Ja, jeder soll sein eigenes Leben leben. Und wenn Frauen sich entscheiden, dass sie sich voll der Familie widmen möchten, dann ist das völlig in Ordnung. Ich begrüße das auch. Sie haben ihre Umwelt und ihre Aufgaben. Wenn aber eine Frau sich anders entscheidet, dann muss sie auch den Weg geöffnet haben, ohne dass jemand sagt, aber du machst doch. Sie muss diese Offenheit sich behalten. Dafür bin ich. Du mochtest noch was sagen. Mir wäre auch wichtig, nochmal zu sagen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, das sind für mich erstmal alles Menschen. Und deswegen, es gibt unterschiedliche Lieder oder verschiedene Lieder sagen, auch Männer, die sagen, ja, ich mache gern auch zu Hause ein bisschen ruhiger und dann kann meine Frau ein bisschen nach vorn. Ich meine, das ist ja keiner, also wir sind ja im ersten Sinne Menschen. Das ist für mich erstmal das Wichtigste. Und jeder hat seine Geschenke bekommen, also seine Talente, was er gut kann. Und schön wäre es, das wäre schön für mich, dass diese Talente gefördert werden. Ich muss jetzt mal sagen, zu Hause, ich bin eine Mutter von 4 Jungs und deswegen steht bei uns überhaupt nicht die Frage, wie das mit den Hausarbeiten oder dem Kochen ist. Das machen bei uns natürlich auch die Jungs eigentlich. Und das ist dann auch eine Frage wie man seine Kinder bildet. Das ist für mich selbstverständlich. Oder Erziehung. Dann die Frage Leitung ohne Ego. Die Frage, leiten Frauen anders an als Männer? Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Nein. Gut, okay. Es gibt Frauen, die ein starkes Ego haben. Das heißt nicht, wenn du vom weiblichen Geschlecht bist, dass du dann sozial kompetent etwas leitest. Das hängt natürlich auch vom Charakter ab.
Ich kenne eine Frau, die würde ich nie wieder als Leiterin haben. Also hatte ich jetzt nicht in letzter Zeit. Aber das ist eine Charakterfrage. Du hast spontan ja gesagt. Na, nicht grundsätzlich, aber das hängt natürlich von der Person ab. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Frauen oft auf die Inhalte schauen und bei Männern habe ich den Eindruck, dass es ihnen oft um die Macht geht. Sozialkompetenz da auch. Also für mich ist zum Beispiel sehr wichtig, das Wichtigste ist die Gleichberechtigung von allen, egal ob Männer oder Frauen, in jeder Aufgabe. Jeder hat seine Funktion, jeder hat seine Arbeitsplatzbeschreibung. Da ist nicht wichtig, wer über wem steht, auch nicht zwischen Kolleginnen und Kollegen. Das ist für mich das Wichtigste. Und da denke ich schon, dass das eine andere Art der Leitung ist. Aber ich möchte aber auch nicht sagen, hier sehe ich gerade Bernhard Ziesch. Ich habe immer sehr gern mit Bernhard Ziesch zusammengearbeitet. Wirklich, das ist jetzt, ja, ich kann noch mal kurz dazu sagen, wir haben ein großes Kirchengebiet zwischen Roland und wir haben einen Superintendent und ich bin vertretende Superintendentin. Wir sind ein Team, die das leitet, die mehr als 66 Gemeinden und wir ergänzen uns sehr gut. Und wenn es um Personalfragen geht, mit Fahrerinnen und Fahrern, da wünschen sich manche teilweise auch aktiv, dass sie dann lieber mit mir sprechen und diese jährlichen Gespräche, die wir da führen. Und ich denke aber, dass das eine gute Ergänzung ist, wenn man so ein doppeltes Team hat. Und dann war bei uns sehr ganz klar, wenn der Superintendent ein Mann wird, dann muss die Vertreterin eine Frau sein. Und ich habe auch aus persönlichen Gründen gesagt, ich möchte nicht Superintendentin sein, ich möchte lieber Vertreterin sein, weil ich natürlich auch noch Zeit haben möchte für die Familie und so. Das ist auch ein Grund, weil das jetzt gerade in meiner Lebensepoche wichtig ist. Aber wer weiß, was in ein paar Jahren sein wird. Und ich merke, dass wir überein sind, dass in den Gemeinderäten und in den Gremien in Zukunft die Hälfte Frauen sitzen sollte, dass alle Leitungspositionen möglichst mit einem Tandem besetzt werden sollen. Ja, aber ich glaube, ich brauche das nicht. Ja, du schaffst das auch alleine. Ja, das ist also nicht für jeden ein Ziel, aber dann wäre die Welt gleichberechtigt. Ich denke, wir haben heute viele Aspekte dieses Themas angesprochen. Wir haben auch gesellschaftliche Themen uns angeschaut, nicht nur um Gremien. Ich danke herzlich, dass ihr so offen mitdiskutiert habt und beim Publikum und auch an den Bildschirmen, dass Sie so interessante Fragen und Statements gegeben haben und die Diskussion belebt haben. Das war der letzte Teil unserer Debatte dieses Jahr. Wir werden bei der Auswertung sicherlich darauf kommen, dass wir wieder Debatten haben werden. Ein Thema wissen wir ja schon, jetzt dann beim nächsten Mal anders besetzt. Ich wünsche allen einen schönen Abend und herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.